Ich sage so, Shorts lebt mehr so von schneller Aufmerksamkeit und wenn ich komme mit wenn ich dann irgendwie etwas reinrede, wo der Mensch nicht innerhalb von 2 Sekunden sein Dopamin hat, dann ist man halt nicht so gewünscht, oder? Weil die ganzen Plattformen, die schauen halt schon, wo die Aufmerksamkeit bleibt. Und ich habe jetzt schon auch Shorts, sie fühlen sich für mich noch nicht so wohl an. Erstens eben wegen dem Reinreden. Ich habe mir auch schon überlegt, aus den Videos rausschneiden, aber ich kann nicht gerade so gut Videos machen, weil bei den Videos gehen halt die Leute gezielt suchen und beim Short wirst du einfach reingeschossen. Mehrheitlich. Ich sage, wenn du Millionen von Aufrufen hast, dann wirst du auch prominenter gezeigt bei Video, wo die Leute dich auch, ohne dass du einfach reingespielt wirst in den Short-Feed, angezeigt, aber sonst in der Regel wirst du einfach dort reingespielt, oder? Und das heisst, du wirst einfach irgendwelche Zielgruppe reingespielt und die haben vielleicht gar kein Interesse an etwas, was ich erzähle. Oder die wollen dann, also ich meine, mein Verhalten war auch so gewesen, in Short, wenn ich so bin scrollen, hauptsächlich einfach scrollt, nicht irgendwie lang etwas geschaut. Und bei YouTube, sonst die langen Videos, da können die Leute schon eher bewusst schauen. Und ja, nehmen sich auch eher Zeit. Und ich glaube, durch das, dass ich halt ja, jetzt nicht skriptmäßig Punkt zu Punkt machen, haben halt, viele Leute haben einfach gar keine Geduld, oder? Und wenn dann mal einmal ein M kommt oder ein Gedankensprung und ich setze ihn halt oft irgendwo anders an und das braucht dann schon eher Geduld oder Zeit, besser gesagt, Menschen, die dann sich auch Zeit nehmen wollen. Und darum bin ich immer noch eher bei dem Videoformat. Ich hätte jetzt einfach gedacht, ich mache Shorts, um vielleicht die 2-3% oder ja, vielleicht sind es auch mehr, vielleicht täusche ich mich auch, wo, ja, wo mit dem was können anfangen oder einfach zu mich mal zeigen. Nicht gross, ja, nicht gross mir Mühe machen, zum weiss nicht was texten, sondern ich habe jetzt mal versucht mit so einer 4 Sekunden Short und einfach einen Gedanken teilen, einfach, dass mit die Leute vielleicht mal sehen und das dann können überkommen zu den längeren Videos, ja. Und von dem her bin ich schon recht froh eben mit dem Live, wo ich halt die Videos rausschneide. Hm. Weil, ja, ich bin schon, es fällt mir schon nicht ganz einfach, das Skripten und dann reinreden. Irgendwie sträubt sich mega etwas in mir. Aber eben darum versuche ich auch den Weg, wo ich mich selber am wohlsten finde, also fühle. Äh, oder das, wo ich sage mal, das, was ich machen würde, wenn nichts eine Rolle würde spielen. So versuche ich immer zu denken und da kommt halt dann der Kopf und sagt, ja okay, jetzt dort hast du aber ja dann weniger Möglichkeit, dass die Menschen können sehen, wenn du die Shorts weglässt. Aber ganz ehrlich, wenn nichts eine Rolle spielen, dann hätte ich auf das eigentlich gar keinen Bock, oder? Das heißt, ich bin da immer auch bei mir ja, im Clinch, mache ich es jetzt, weil ich das Gefühl habe, es braucht es, oder lasse ich es, weil ich es eigentlich gar nicht möchte. Und ja, da bin ich noch so ein bisschen am Werweisen. Ich habe mir auch überlegt, ob ich einfach die Frequenz der längeren Videos aufentue. Jetzt habe ich, glaube ich, alle 2 Tage ein Video. Und ja, ich sage es, wo wir vor 3 Jahren, ist das jetzt glaube ich schon, oder schon 2 Jahre, unseren anderen Kanal gemacht haben, habe ich gerade in dem Moment, wo wir den Kanal gemacht haben, eigentlich wirklich das Phänomen beobachtet, wie bei allen, auch bei allen anderen, wo ich gefolgt habe, die Aufrufzahlen halbiert worden sind. Und das sind auch viele, ja, dort ist halt auch gerade die KI und so gekommen. Und das Hauptproblem, das ich aktuell sehe, ist halt, dass der Computer so viele Sachen kann generieren kann. Oder ich kann auch schon das Zeug generieren, ohne dass jemand muss dran hocken muss. Und ich habe einen Kanal gesehen, der macht 15 Videos am Tag. Also ich habe es 15 gezählt, ich glaube, das wären noch mehr geworden. Eine Stunde. Also 15 Videos an einer Stunde. Und das kann der Mensch halt einfach nicht produzieren. Aber was halt ist, dass die 15 Videos mit mir konkurrieren, oder? Dass ja, YouTube nur bedingt Platz hat für Menschen, die das sehen. Und ja, und irgendwie, ich glaube, wenn du heutzutage einfach wenig produzierst, oder ich habe dann das Gefühl, ja, wenn ich jeden Tag was mache, dann überhäufe ich die Leute. Aber du kannst irgendwie, ich glaube, heutzutage ist das anders, du kannst die Leute gar nicht mehr überhäufen, weil der Algorithmus ist schon so gut, dass eben, wenn du mir folgst, ist es nicht automatisch, dass du mein Zeug siehst. Weil dein Verhalten sagt YouTube, wie du willst, Sachen vorgeschlagen hast. Das heißt, du kannst mir folgen, aber nie mit mir interagieren. Das heißt, wenn du meine Videos nie likest, wenn du meine Videos eigentlich gar nicht schaust, oder wenig schaust, also jetzt nicht nur du, sondern generell der Mensch, dann wird ich, obwohl ich ein Abonnent bin, immer weniger gezeigt. Es zeigt wirklich das, was der Mensch wünscht. In dem wird er eigentlich immer besser. Das heißt, er versteht aber auch immer besser,
Zielgruppe. Und das ist jetzt einfach ein bisschen, ja, es ist ein bisschen frustrierend, weil die Zahlen es gehen extrem runter. Oder ich beobachte es, ich gehe immer wieder bei den grösseren Kanälen, die ich folge, die gehen runter. Die haben am Anfang 100'000 Aufrufe, jetzt haben sie vielleicht noch 10'000. Oder? Weil wir haben halt einfach nur bedingt Platz bei YouTube. Und wie viel das Zahlen mitspielt, weiß ich halt nicht, oder? Dass man kann Position kaufen kann, da bin ich mir nicht sicher. Aber ja, wenn ich höre, oder wenn ich sehe, dass 15 Videos pro Tag aufgeladen werden und der Kanal ja gleich funktioniert, oder? Das heißt für mich, man kann die Leute wie gar nicht überhäufen, weil auch wenn sie dich 5-mal auf der Seite sehen, sie gehen ja nicht davon aus, der hat jetzt 5 Videos aufgeladen, sondern sie werden einfach vorgeschlagen, wenn es zu deinem Nutzerverhalten führt. Darum kann man, glaube ich, heutzutage gar nicht zu viel haben, aber ja, ich will aber ehrlich gesagt auch gar nicht nur noch Videos machen, aber ja, das ist so ein bisschen, ich bin da noch mega im Kampf mit dem Ganzen. Darum ja, jetzt das mit dem Offline ist sicher noch eine gute, dass wir einmal live, oder dass die Menschen uns auch mal live sehen. Darum möchte ich eben auch das live, weil es ist ganz was anderes wie ein Video schauen, oder? Weil man tauscht halt da ganz andere Energien aus, oder? Und ja, das ist so gerade in Planung. Und ja, und ich erhoffe mir halt auch, oder ich weiß, dass es irgendwann so ist, dass ich mit dem Live halt auch, ja, ich mal den ein oder anderen Mensch komme, der mit mir zusammenarbeiten will. Genau, darum, es ist halt ja, wie überall, muss man dranbleiben, gell? Und so, das ist, da, kann ich sehen, was du geschrieben hast. Mm, ja, ich finde generell gerade nicht nur YouTube, also YouTube finde ich eigentlich gerade am angenehmsten, weil ich mich einfach versuche, auf eine Plattform mehrheitlich fixieren. Ich glaube jetzt gerade mit dem Rhythmus, den ich gefunden habe, oder, dass ich kann anhocken. Von dem her bin ich froh, oder? Ich habe das Stundenvideo, das ich nachher habe, kann ich, oder für da bin ich dann schon auch wieder froh, irgendwelche KI zu haben, Computer zu haben, weil ich kann eigentlich das Video abladen, dann die Datei an eine KI geben und dann an einer KI, die kann Schweizerdeutsch auf Deutsch umschreiben. Dann habe ich dann quasi die ganze Stunde «Hoi Simbi». Dann habe ich die ganze Stunde, die ich geredet habe, eigentlich schon ziemlich gut von Schweizerdeutsch auf Deutsch. Und dann kann ich sie nochmal an die KI geben und sagen, du schau, ich will die besten Ausschnitte für Videos, kannst du mir die bitte sagen? Und dann kann ich die Videos noch schneiden, oder? Von dem her bin ich so jetzt eigentlich gerade, braucht es nicht viel, weil ich muss mir wie nichts Neues überlegen, oder? Die Stunde gibt mir dann schon sehr viel Videomaterial. Aber ja, wenn wir jetzt viele tun halt dann auf jeder Plattform überlegen und das ist schon nervenzerrend, was ich jetzt nicht gedacht. Ja, bei den Shorts haben halt einfach mehr Reichweite. Also du kannst halt, ich sage, wenn du bei Shorts irgendwelche Themen nimmst, die die Leute triggern, wo sie nicht müssen gross überlegen, sondern einfach können, wenn du Themen hast, wo morgen kann darüber geredet werden mit anderen Menschen, dann wirst du gezeigt. Und sonst halt eher weniger, oder? Es ist halt wirklich das Nutzerverhalten. YouTube fragt nicht so, was ist gut und was ist schlecht, sondern okay, die Menschen reagieren viel, also wird es was Gutes sein. Meint er, jetzt hänge ich wieder. Jetzt weiss ich nicht, ob ich sowieso hänge, ob ich nur bei mir hänge oder auch bei dir. Jetzt bin ich gerade überfragt. Ich weiß jetzt nicht, ob ich komplett rausgefallen bin. Äh, schade. Hörst du, siehst du mich noch flüssig? Weil bei mir hängt der Stream. Ja, ich gehe mal davon aus, dass es funktioniert, dass es auch bei mir hängt. Ja, voll. Ja, nein, auch dass eben, ich glaube, die Schweiz will schon und die Schweiz hat auch noch Zeit und halt auch die Möglichkeit, oder, sich die auch Zeit nehmen. Ich meine, an anderen Orten schaffst du 6, 7 Tage, wir schaffen es ja mehrheitlich noch mit 5 Tagen, dass man sich auch weiterbilden will. Ja, wir sind schon ein Volk, das gerne Geld ausgibt für seine eigene Weiterbildung. Das sind wir, glaube ich, ganz vorne mit dabei, so viel es mir ist. Genau, darum jetzt auch noch live.
Leute uns live kennenlernen. Mm, Und ja, 15 Videos und dort ist mir auch, habe ich auch mal angeschaut, oder es ist halt, ja, es gibt halt einfach psychologische Tricks, wie du kannst Menschen haben, ohne dass du überhaupt was machst, indem dass sie einfach in einer Angstschleife paltsch, oder? Ich meine, so wie es auch mit sonst Medien immer passiert, und ich merke halt auch immer mehr, dass gerade auch so bei den spirituellen Sachen, eben, du musst Aufmerksamkeit erzeugen. Das heißt, wenn du keine Aufmerksamkeit erzeugst, schaut dich niemand. Und wie kannst du Aufmerksamkeit erzeugen? Am besten, indem du halt einfach Sachen machst. Jetzt hängt es schon wieder. Ja, indem dass du halt einfach Sachen machst, wo, keine Ahnung, warum das heute so hängt. Das ist jetzt mega schade. Ich weiß nicht einmal, ob es funktioniert. Ähm, echt. Ja. Ja, oder? Und ich bin ja schon auch ein bisschen am schauen, wie meine Konkurrenz oder Mitstreiter ihre Videos betitelt. Und ich merke halt schon auch ein Muster. Oder gerade der 15 Videos macht, der hat immer gleiche emotionale Triggers beim Mensch. Das ist KI, oder? Ich glaube nicht, dass dort bei dem noch überhaupt ein Mensch dahinter hockt, weil die KI kann ja schon selber Videos generieren und die aufladen. Da braucht es eigentlich gar keinen Menschen mehr. Und die haben halt immer ähnliche Schmerzpunkte, wo sie nehmen, oder? Und eben zum Beispiel, sie haben es auf dich abgesehen oder nur so eine Kunst der Matrix oder was auch immer. Oder? Ich meine, es ist ja, so holst du die Aufmerksamkeit und ich habe auch gemerkt, mein Verhalten, oder? Wenn du einem Menschen irgendetwas sagst und er druckt, dann ist eigentlich egal, was hinten dran ist. Und wenn hinten dran dann gar nicht das kommt, was er will, ist es nicht schlimm, weil er will immer noch die Antwort von dem, was am Anfang oder was auf dem Thumbnail ist oder eben was der Titel ist. Und ich selber halt auch ein bisschen Mühe und weiß halt auch irgendwo durch, wenn ich es so beobachte, dass ich halt einfach, ja, nicht so gut geklickt wird, oder? Und wenn nicht so gut geklickt wirst, wirst du auch weniger gut angezeigt. Aber ich habe einfach Mühe, Menschen müssen manipulieren für Klicks. Weil ich glaube, wenn ich muss jemanden manipulieren, dass er kommt, dann der wird nicht bleiben, oder? Und ich werde dann auch immer mehr in die Rolle wachsen, dass ich der bin. Und da habe ich halt ein bisschen Mühe, da, so den Mittelweg auch noch zu finden. Wie schreibe ich, dass die Leute Interesse haben, äh, ohne sie zu manipulieren, oder? Und eben, es ist wirklich nicht einfach und das ist eigentlich das, wo mir die meisten Kopfzerbrechen macht. WhatsApp Live geht auch, das wüsste ich jetzt gar nicht, das kenne ich gar noch nicht. WhatsApp Live. Ja, eben Videos machen, ich meine, das ist jetzt ja eigentlich auch ein Video. Aber ich bin halt wie nicht am Planen. Und ich merke, sobald ich eben ein Video plane, dann, so wie es du dort sagst, oder? Dass er für Vita mal ein Video gemacht haben, dass das voll der Stress war. Genau, eben die Erwartungen, wo man dann hat, wo ich auch habe, oder? Wo ich letztes Mal, ich kann das zeigen, ich weiß nicht, ob du da gewesen bist, habe mir was vorbereitet gehabt. Habe ich vorher überlegt, das hat für mich Sinn ergeben und dann habe ich gedacht, ja, cool, das kann ich erzählen. Habe das da oben dann wie so vorbereitet gehabt und bin dann nachher selber nicht mehr rausgekommen. Und habe dann übergeschaut und habe dann quasi wie ein Skript gehabt. Und es hat aber gleich, ich habe es gleich nicht angebracht, oder? Ich hatte quasi das Skript gehabt und ist nicht gegangen und das ist dann eigentlich schon ein riesen Stress gewesen. Ich habe mich dann schon können, es ist schon gegangen, weißt du, es ist, bis man gewöhnt, ich nehme das dann nicht so zu Herzen, wenn ich jetzt oder so, es ist mir nicht mehr so schnell was peinlich, aber gleich, oder? Es hat mir dann fürs nächste Mal schon wieder ein bisschen mehr Stress gemacht, dass ich noch gewusst habe, oh nein, wenn ich ja jetzt wieder an so Punkte komme, aber ja, darum habe ich für mich gemerkt, es ist für mich einfacher, wenn ich nichts vorbereite. Nichts vorbereite. Und so bin ich froh, habe ich eben so meinen Weg gefunden.
wo ich einfach kann drauf losquasseln quasi. Bilder, Bilder vom Seminar. Ich glaube, so weit haben wir noch gar nicht überlegt. Also, bis jetzt zuerst sind wir ja einfach mal, haben wir überlegt, ja, wir könnten das machen, den Raum mieten. Und dann haben wir auch schon, dann ist dann irgendwann so gekommen, theoretisch könnte man auch alles live machen. Das ist jetzt mehr, also das jetzt, wo wir am Mittwoch machen, das wäre ja Mittwoch. Vielleicht, falls bis dann gesund bist und so, oder überhaupt, ob es uns gar nicht geht, natürlich nicht. Das wäre am Mittwoch. Äh, Das ist ja mehr Speedreading mit Eigenposten. Also Zora tut ein Speedreading anbieten und mit Eigenposten und dann eben ein Seminar, wo wir dann noch geplant haben, wo sie dann auf irgendwie auf Basis Sachen kann eingehen, aufs Gesicht lesen. Weil das ist schon sehr spannend, weil das tun wir eigentlich irgendwie alle machen, bewusster oder unbewusst halt. Oder ich meine, wenn du auf der Straße jemanden siehst oder zwei Menschen siehst, dann entscheidest du auch, welcher der angenehmer ist, wo du vielleicht nach dem Weg fragst, wo du auch eher vielleicht das bekommst, was du willst, oder? Und das ist auch vielleicht ein Teil Gesicht lesen gewesen, oder? Weil du ihn wahrnimmst, Energie wahrnimmst. Von dem her, ist schon sehr spannend. Aber es hat gibt halt mega viel, ja, Verständnis auch vielleicht für einen Partner, oder? Aha, der ist ganz anders wie ich will. Vielleicht, ja, man sieht es ja auch, es steht in mein Gesicht geschrieben. Und kann auch sehr viel Verständnis geben. Darum, es ist schon auch ein Tool, wo sie weitergeben will. Und ja. Aber wegen Fotos haben wir jetzt noch nicht geschaut. Wir haben auch mal überlegt, kann sicher einfach mal aufnehmen. Aber dann sind wir halt dann auch wieder am überlegen, ja, wenn wir es jetzt aufnehmen und online stellen, ist es dann vielleicht auch nicht so fair für die, die was gezahlt haben. Das sind einmal Überlegungen. Aber wir nehmen es sicher mal für uns auf, wenn wir das dürfen, wenn alle einverstanden sind. Und mit Fotos, das ist vielleicht eine gute Idee. Habe ich jetzt noch nicht als Auftrag bekommen, dass ich ein paar Fotos machen soll, aber ich glaube, das mache ich sowieso einmal. Aber dann ist dann eben wieder Datenschutz und alles. Darum ja. Aber sicher von unseren Posten oder so, die wir gemacht haben, da kann ich gut mal ein paar Fotos machen. Ah, okay, danke. Ja, dann hat es einfach bei mir gehangen. Weil, ja, ich habe da so einen kleinen Bildschirm, wo ich sehe, bin ich dann, ich habe einen Bildschirm, wo ich mich im Studio sehe, das ist gleichzeitig, wie auch in der Kamera, da sehe ich mich auch gleichzeitig. Und dann habe ich eben das YouTube selber noch offen, wo ich sehe, wie viele Menschen da sind und wie viel Verzögerung das hat. Und dort hat es gehangen. Dann habe ich eben gedacht, wenn es dort hängt, hängt es vielleicht generell, aber bin ich froh, dass es nicht hängt. Ah, nein, das habe ich noch nie. Den WhatsApp-Gruppen-Chat habe ich tatsächlich nie probiert. Danke. Aber dort ist dann halt wieder, dass man wie keine Möglichkeit hat, dass neue könnten zustoßen, oder? Das wäre dann halt einfach eben die Gruppe. Mhm. Ja, nein, drum haben wir auch schon, drum ist auch ein Teil noch beim Live, oder? Dass ich jetzt, das war ja so mein Impuls, gewesen, den ich hatte. Und ich gedacht habe, okay, was kann ich machen, wenn es immer mehr Computer gibt? Wie sticht man aus der Masse raus? Und dann ist mir dann irgendwann eben das Live gekommen. Und das ist ja auch etwas, was ich mir schon länger überlege. Also seit ich mit der Zora zusammen bin, oder auch schon vorher, war das eine Überlegung gewesen. Wir haben jetzt dann am 2. unser Sechsjährigen. Und seitdem bin ich eigentlich auch am sagen, dass das etwas ist mit dem Live. Und jetzt habe ich ja erst vor 2 Monaten habe ich es erst mal gemacht. Ja, und wie viele Sachen so jetzt, so, wieso habe ich nicht schon früher angefangen, gell? Klanggruppe, ja, ich habe gesehen, machst du Klangschale, habe ich was gesehen, also einfach das Bild von dir. Bilder und Werbung. Hm. Bist Klangtherapeutin. Wo bist du daheim? Bist du jetzt im Deutschen daheim oder bist du in der Schweiz daheim?
hat sie Freude, wenn sie das liest. Klangschale, ja. Ja, ich kann mich erinnern, da bin ich halt nicht dabei gewesen, aber Zora war mit der Mami auch unterwegs gewesen, an einem Weihnachtsmarkt. Und es hat auch jemand dort so Klangschalen gehabt und die eine Klangschale hat auch irgendwas berührt gehabt. Zora hat gemeint gehabt, das hat sie so berührt, sind ihr gerade Tränen gekommen. Mhm. Das ist auch etwas mega. Habe ich noch nicht. Der wollte irgendwann hat gesagt, wenn ich nicht weiss, wohin mit dem Geld, dann würde ich so eine grosse Hangdrum. Das wäre etwas. Ja, das wäre etwas. Mhm, also dann machst du das mit dem Klang, machst du auch in der Gruppe, das mit der Klangschale. Du sollst in Gruppen anbieten. Also im WhatsApp. Mhm. Farbig. Aber du bist Schweizerin. Oder Deutsche mit professionellem Schweizerdeutsch. Mm, Marburg, ja. Ich kenne mich so nicht aus. Okay, du bist Deutsche, aber schreibst Schweizerdeutsch. Das nenne ich mal angepasst. Spannend, spannend. Ah, okay. Okay, aber schreibst, würde man gar nicht merken. Würde man gar nicht merken. So, redest du auch Schweizerdeutsch oder getraust du dich das nicht? Hat schon ein paar Deutsche gehört, die gesagt haben, ja, die lassen es lieben, weil es tönt dann so und die Leute lachen. Mhm, integriert. Genau. Spannend, ja, das ist schon cool, dass man immer mehr Möglichkeiten hat, Sachen online. Oder darum ist auch unser Ziel, Unabhängigkeit durch online, dass wir wirklich auch nicht gebunden sind. Mit dem Arbeitsweg und allem ist halt einfach, ja, man halt einfach so ein bisschen gebunden und wir würden halt schon auch gerne was ist auf dem Land oder so finden. Und ja, wenn man halt wie nicht an der Arbeitsstelle gebunden ist, wenn man online alles kann machen, dann kann man ja auch an Orte an, wo es ein bisschen günstiger ist. Hey, was ist da mit meinem Film? Ja, haben das die Leute nicht gemerkt, gehabt, dass du ein Deutscher bist? Bist schon so gut integriert, dass man es nicht mehr gehört hat. Haben auch einen, wo ist der gewesen? Der hat gesagt von, ich wüsste es nicht mehr, aber ich habe auch gemerkt, der ist in der Schweiz geboren. Der hat gesagt, ja nein, der ist erst mit 18 in die Schweiz gekommen. Äh, perfekt Schweizerdeutsch geredet. Dann hat er gemeint, ja, sein Bruder kann es noch besser. Und dann ich so, hä, man hört überhaupt nicht, dass du kein Schweizer bist. Oder, und dann habe ich auch teils Leute, die dann Jahre da sind. Und man hört es noch extrem gut. Und der ist jetzt 32 und ist mit 8 Schweiz gekommen. Das heißt, er hat innerhalb von 15 Jahren hat er Schweizerdeutsch gelernt, dass ich das Gefühl habe, das ist ein Schweizer. Das habe ich echt noch nie gehört.
Hm, nein, was hat er gesagt? Er ist von, also asiatischer Raum, im asiatischen Raum, der hat jetzt echt, ja. Aber eben, die haben ja auch schon ganz andere Akzente gut gemacht. Der Kollege hat gesagt, ja, er will gar nicht auf Schweizerdeutsch reden, lachen dann die Leute nur aus. Das ist auch Deutsche. Heute steht die ganze Zeit schlecht. Ja, und ich habe mir auch überlegt, das ist halt auch so eine Sache. Hm, ein Grund, dass ich auf Schweizerdeutsch bleibe, weil ich will auch wirklich gezielt Schweizer erreichen, um auch mal ein bisschen etwas, es gibt fast kein Schweizer Content, oder es wird mir zumindest nicht angezeigt, also mal auch wollen, einfach auf Schweizerdeutsch bleiben und weil ich mich halt auch nicht so wohl fühle, andere Sprachen reden. Ein Fake-Schweizer. Ja, ein Lachen ist sehr gut. Ja. Meine ausprägsten Falten sind tatsächlich Lachfalten. Ja, aber das heisst, ich brauche das, muss den gar nicht anhaben. Hä? Also, du siehst alles flüssig. Weil dann tue ich mir das in Zukunft sparen, dass ich das gar nicht anschalte, weil der braucht es in dem Fall gar nicht. Ja, voll. Ja, ja, eben, das ist ja, ich rechne auch immer ein bisschen zu viel. Mhm. Aber ja, ich bin mir halt nicht sicher, wenn ich Deutsch rede, hätte ich halt eine größere Zielgruppe, aber irgendwie haben wir dann auch überlegt, so, ja, wenn ich jetzt so Deutsch rede, dann denken dann die Schweizer, was ist mit dem? Und die Deutschen können wir vielleicht auch nicht ganz ernst nehmen. Darum, ja, ich glaube, bei allem, was ich da mache, geht's, oder? Die Videos. Zora ist jetzt auch noch am Schauen. Sie hat jetzt die, hast du vielleicht auch schon gesehen, das, was sie jetzt am Machen ist, das tut sie wirklich auch auf Schriftdeutsch. Und dann halt eben Kürzel und so, das tut sie halt auch Deutsch. Oder das kann man ja dann einfach auch gar nicht lesen. Und sie hat dann auch noch vor, eigentlich das, was sie jetzt hat, als da die, wie nennen wir das, die mehrere Beiträge, wo es um die Nase geht, dass sie das dann auch noch einredet. Einmal eben so, also einmal so, wie sie es jetzt hat und einmal reinredet. Und dort würde sie es dann auch Schweizerdeutsch machen, dass sie dann halt vielleicht auch noch anderes Publikum, auch noch die Schweizer erreicht. Weil es geht schon, ich habe auch bei Instagram habe ich einen gefunden, einen Schweizer, der hat auch, also es geht. Man kann schon an Leute kommen, einfach dranbleiben. Ich glaube, das Universum schaut wirklich so, meinst du es ernst oder meinst du es nicht ernst? Und viele geben halt dann einfach zu früh auf. Oder ich merke es bei mir selber auch, wie viel Sprünge dass ich habe, dann mache ich etwas, dann läuft es nicht gerade, dann versuche ich was Neues. Und ich glaube, da ist einfach auch wirklich mal dranbleiben, oder? Einfach mal bei etwas dranbleiben. Bewusst ist mir, aber ja, ja, das würde man jetzt im Gesicht lesen auch wieder sehen. Hm, ich bin extrem fest in der Analytik, oder wo andere viel mehr in den Gefühlen sind. Und das könnte jetzt Zoran erklären, wenn wir es würden wir jetzt im Gesicht lesen. Und das ist es auch, oder? Ich rechne alles dagegen. Es ist wie ein Architekt, mir vorstellen. Also, wird alles so aufgebaut. Und das ist mega mühsam, weil das Gefühl, das ich habe, sagt eigentlich, ich will nicht, aber mein Kopf ist so, hat so viele Fakten, wo andere vielleicht einfacher können sagen, ist egal, wo ich dann immer wieder dagegen kämpfe. Mehr, was will ich eigentlich? Oder nach dem Gefühl gehen, was will ich? Wenn ich merke, etwas macht mir Stress, dann lasse ich es. Weil, ja, ich merke wirklich so mit der Grundenergie, wo man durchs Leben geht, das kommt wieder auf einen zu. Und wenn man die ganze Zeit irgendwie Stress hat oder eben einen Optimierdruck, dann wird sich der Optimierdruck beibehalten. Darum bin ich auch vieles versuche jetzt am Abgeben, dass ich einfach ein bisschen mehr das mache, was man gerade ist. Oder um es ein bisschen versuchen, einfacher zu behalten. Und ich glaube, es muss ja gar nicht immer alles so kompliziert sein, oder? Und da habe ich dann halt selber bei mir so das Gefühl, oder ich habe das 4 Sekunden Video vorhin gesprochen und da denke ich, das ist ja viel zu wenig. Wer interessiert das? Oder so mit mega viel unnötigen Gedanken habe ich zu kämpfen, aber ja, das haben wahrscheinlich viele. Aber bei mir ist
Ich weiß halt nicht, ob das auch noch daran liegt. Ich weiß nicht, ob du dich mit Numerologie auskennst. Ich habe meine Lebenszahl, meine irgendwas, schlussendlich irgendwie 4 9 in meinem Wesen. Ja, da haben so Zeug ist auch, oder? Bei mir ist irgendwie mein Hirn wie ein Sieb, es behaltet auch relativ wenig, nur so das, was gerade nützlich ist. Und Zora hat einen extrem guten Speicher. Die merkt sich einfach alles. Da bin ich immer so fasziniert. Und ja, ich habe 4 9 und das 9 steht ja für Neuanfang. Und ich bin wirklich in allen Büchern, wo ich lese, wo es um das geht oder mich beschreibt, auch in Aura Soma, immer so der Rastlose. Oder es ist tatsächlich so, Zora lacht auch, sagt so, ja, schau, es ist ja wirklich so, heute entscheide ich, so will ich, so mache ich es jetzt. Und morgen ist es wieder über Bord geworfen. Und ja, und das ist ein bisschen mühsam. Das finde ich selber auch ein bisschen mühsam. Wenn ich jetzt entscheide, okay, ich habe mich entschieden, ich möchte eben die Bilder auf YouTube, so die Anzeigebilder, möchte ich eigentlich einfach ein normales Bild, wo YouTube macht, einfach so, ohne dass ich nochmal muss irgendwo das überarbeiten, dann entscheide ich das. Und nachher sehe ich irgendwo etwas und dann denkt mein Kopf schon wieder, ja, aber das. Und dann findet er sehr schnell gute Gründe, oder? Weil er ein analytischer ist und sagt, ja, eben, wenn das jetzt. Und er rechnet immer. Das Fiese ist, mein Kopf rechnet die ganze Zeit, mein Ziel ist ja, oder ich werde irgendwann nicht mehr auf der Baustelle arbeiten, sondern mein Geld mit dem verdienen, was ich will. Und er rechnet dann immer, ja, aber weißt, wenn du das vielleicht machst, bist du vielleicht schneller daheim. Oder? Und dann kommt immer wieder so fiese Sachen, wo dann für mich dann wieder logisch klingt, oder? Und dann merke ich wieder, dann komme ich wieder in Stress, dann komme ich wieder in Optimierungsdruck, dann fange ich wieder etwas an, was ich eigentlich gar nicht will, obwohl ich entschieden habe, ich will es nicht. Und das ist bei mir wirklich ein starker Kreislauf, wo ich einfach nicht so einfach losbringe. Ja. Und an dem bin ich mega am Kämpfen und auch mit dem das Nummer 29 bin ich im Aurasoma. Nein, nicht. Ja, genau. Dort steht eigentlich auch, ich muss mir eigentlich einen ganzen Mondzyklus Zeit lassen. Soll mir einen Mondzyklus Zeit lassen mit Entscheidungen. Und ich entscheide heute und morgen rühre ich wieder über Bord, oder? Und bin dann wieder gestresst und bin dann wieder frustriert und ja. Aber es geht immer besser, es geht immer besser. Ich kann jetzt eben sagen, dass eben mit dem Live bin ich froh, oder so möglichst wenig Sachen, die ich muss machen. Ja. Ja, nein, Numerologie ist auch sehr spannend. Und wir sind ja jetzt gerade gewechselt in ein neues Zeitalter, eigentlich vom Du zu Wir. Sind wir eigentlich gerade auch ins Wir gekommen. Und das ist, ja, jetzt sind wir wieder so quasi wie damals in der Renaissance, die Leute mehr so ein bisschen zusammenheben. Ja, das ist schon, es ist auch so alles akkurat. Äh, wenn diese, also Astrologie interessiert, dann musst du unbedingt Silke Schäfer, die rate ich dir sonst anzuschauen, mal. Aber gar nicht vielleicht gross. Also wenn sagen wir einmal, wenn du gerne meditierst, dann rate ich dir einfach einmal im Monat die Silke Schäfer Meditation an. Dort tut sie zuerst einen Vortrag machen, einen Monatsausblick in dem Sinn und alles gut zusammenfassen, weil sie hat auch tausende von Videos. Und wir nehmen uns einfach die Zeit, dass wir einmal die Meditation machen. Die ist immer zu Vollmond und dort tut sie es zusammenfassen. Und es ist halt schon sehr spannend, wie die ganze, also wenn man zulässt und auch das ein bisschen mitbeobachtet und auch merkt, dass das irgendwie stimmt, dann fühlt es sich wirklich so an, wie wenn man da oben etwas hat, wo eigentlich den Takt da unten vorgibt und wir eigentlich dem Ganzen wie so unterlegen sind, dass halt die Energien, die oben runterkommen, uns halt einfach ja, so steuern, wie die Energien gerade sind. Und wenn du halt eben ich sage jetzt mal, das, was aktuell stattfindet, kannst lesen, dann weißt du auch, warum du wie fühlst, auf was du vielleicht solltest, aufpassen, dass vielleicht jetzt ein besserer Tag ist zu meditieren oder dass du jetzt auch weißt, okay, wenn du heute mit einem eine Auseinandersetzung hast, dann hat es vielleicht einen Grund gehabt. Es ist also schon sehr spannend. Mhm. Ja, das ist auch, die mag ich wirklich, Silke Schäfer. Da sind wir an jedem, nicht das Jahr, den Monat sind wir nicht gewesen, aber eigentlich in der Regel sind wir monatlich, seit wir es gefunden haben, dass sie das macht, monatlich gehen wir an den Vortrag.
Ja, und es ist auch spannend. Letztens sind wir in einer Buchhandlung gewesen, auch wo wir uns angemeldet haben, zum vielleicht das Speedreading, also das Zora quasi kann wie so Speedreading machen dort in dieser Buchhandlung. Und dann sind so Kärtchen rumgelegen, wo geheißen hat, ja, sollst eins ziehen. Und es ist mega spannend, dass es eigentlich das ist, wo ich ja, wirklich will. Ich will weniger optimieren, weniger einen Druck, die ganze Zeit das Gefühl haben, ich muss noch irgendetwas machen, um schneller ans Ziel zu kommen und einfach mal leben. Einfach mal leben. Hab keine Angst. Und die Karte habe ich gezogen. Äh, und jetzt haben wir an den Rauhnacht haben wir auch wie gemacht. Und da tut man ja 13 Wünsche aufschreiben. 12 verbrennt man. Und der 13. Wunsch sollte man sich auch selber erfüllen. Und der ist auch sehr spannend. Der 13. Wunsch passt eben auch wieder eigentlich zum Leben. Weil ich habe eigentlich verschiedene Wünsche aufgeschrieben gehabt und der 13. ist dann gewesen, ich bin glücklicher, als ich es mir je erträumt habe. Oder? Und das ist auch noch spannend, es passt ja auch wieder zum Leben. Oder? Ich wünsche mir wirklich, dass ich einfach das Unnötige einfach mal so ein bisschen zur Seite tun, dass ich einfach mal sagen kann, hey, es ist genug, ich mache genug, es geht dort hin, wo ich will, aber ja, da wünsche ich mir schon. Und darum, das ist halt auch cool, oder? Je länger, je mehr merke ich, dass wir alle ein bisschen ähnliche Themen haben und ich scheue mich auch nicht davor zu reden, wie es mir jetzt geht. Und ich glaube, das ist auch ein gewisser, machen da nicht viel und ich glaube, das ist vielleicht auch ein gewisses Merkmal, wo ich kann ja, an meinem Zeug weitergeben oder an meinem Kanal weitergeben, dass ich halt einfach auch mal zeige, wie es mir geht. Oder dass man auch sieht, hey, es geht eigentlich allen ein bisschen ähnlich. Und ja, und ich bin halt einfach aktiv am Versuchen herauszufinden, wie ich ja, das Zeug auch kann hinter mir lassen und das halt dann kann weitergeben, genau. Nein, der Beat Kompf, Hoffmähl, sagt mir gerade nichts. Hm, ja, nein, das sagt mir gerade nichts. Ah, Prolog, aha, Astrum. Nein, die kenne ich nicht. Ich habe mich jetzt auch in letzter Zeit mehr darauf fokussiert, weniger Videos in YouTube und so zu schauen. Auch Social Media generell habe ich ein bisschen zur Seite gelegt, weil ich schon merke, dass ich wieder Weg finde, um mein Zeug nicht zu machen, das ich will. Und schade finde ich, dass ich bei vielen, die ich eigentlich mega mag und eigentlich auch gerne schauen will, irgendwie traurig wird. Und nicht, weil ich irgendwie eifersüchtig bin oder neidisch bin zu diesen Personen, sondern einfach, weil ich bei der einen oder anderen quasi, wieso, das möchte ich auch, oder? Und dann, wenn mein Kopf dann wieder, aha, wie lange geht das echt noch, bis du das auch hast? Und ja, das ist dann mega schade. Es zieht mich eigentlich viel ab, aktuell oder generell. Und ja, da bin ich ein bisschen, versuche die Triggerquellen ein bisschen am weglassen. Und es ist schon nicht ganz einfach. Mhm. Haben wir notiert. Tue ich gerne mal reinschauen, danke. Ja, was ich noch machen will, ist ein Human Reading bei einer Human Readerin. Das wollte ich noch machen. Das ist so das nächste auf meiner Liste. Also Human Design Reading bei einer. Da habe ich am Anfang auch, dann nicht so viert zuerst, aber je länger, je mehr, es ist schon sehr spannend. Kennst du Human Design?
Aber einen anderen Stuhl muss ich noch haben. Wenn ich so meine Arme da drauf auflehne, dann zieht es mir so die Schulter auf. Aber das ist auch noch auf meiner Liste. Neuer Stuhl. Ja. Mhm. Ja, ich weiss, die vorderen Zahlen, da müsst ihr jetzt wieder mein Brain holen. Äh, aber es beschreibt eben dann auch, warum, was ich vorher gesagt habe, warum dass ich irgendwie nichts kann behalten kann. Oh, was habe ich jetzt gemacht? Habe ich irgendwie den Chat verloren. Da. Ähm, ja, Reflektor. Aber die vorderen Zahlen weiss ich nicht. Und es haben wir schon sehr gut da, weil ich fühle mich schon zum Teil sehr leer. Und es beschreibt es halt dann schon sehr so. Darum vorbereiten ist einfach der Horror. Oder im Affekt raus ist es genial. Äh, Ikea. Haben wir tutti mal nachgeschaut wegen dem Stuhl, haben noch keinen gefunden. Dann hatte ich so einen Gamerstuhl, nachher das Gefühl, muss ich noch gamen. Mhm. Nein, aber ich habe dann auch, habe mich angefangen reinlesen. Äh, und es hat schon auch gut da auf eine Art, einfach auch eben ja, das zu wissen, dass man irgendwie nie überall offen ist. Und so fühlt es sich auch an. Zuerst habe ich natürlich gemeint, irgendetwas stimmt mit mir nicht. Und Zora hat auch jemanden in der Face-Reading-Ausbildung gehabt. Die ist auch gewesen, und sie hat auch gesagt, die hat jetzt nicht sicher, ob es ihre Face-Reading-Ausbildung war, wo sie, glaube ich, 8-mal gemacht hat, bis er wirklich im Kopf inne war. Und so fühlt es sich für mich irgendwie auch ein bisschen an, oder? Zora hört etwas, es ist drin und ich höre etwas und es ist irgendwie wieder weg. Aber es bleibt mir schon das, was ich verinnerlicht verstanden habe, bleibt mir. Aber eben zum Beispiel, ich habe gewusst, welche zwei Zahlen Reflektor, aber die vorderen Zahlen könnte ich jetzt nicht mehr sagen, oder? Mhm. Darum habe ich dann auch angefangen herauszusuchen, ja, in was mir eher gut ist oder so. Und das wäre eben das direkte Reden. Darum habe ich dann gedacht, live wäre etwas, wo ich nicht muss etwas vorbereiten, wo ich einfach kann darauf reagieren. Mhm. Ja, 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 was ich am krassesten finde, ist, dass ich es ungern aussprich, weil es irgendwie von den Menschen wie immer so wie eine Sensation wahrgenommen wird und ich finde es eher ein bisschen frustrierend. Äh, ja, aber ich habe endlich einmal eine Betitelung oder ich weiß endlich einmal, warum sie mir so wie wo vorgeht. Und es gibt eben eine, die Zora kennt, die ist eben auch eine Reflektorin und tut selber Human Designs Reading machen. Und bei ihr würde ich gerne mal noch eins machen, weil ich fühle mich wirklich, ich weiß nicht, woher es kommt, weil ich bin sehr ein Aktiver, ob es noch ADHS ist. Ich nehme eigentlich Krankheiten nicht gerne ins Maul, auch nicht den Reflektor und einfach, ich nehme eigentlich gar nicht gerne etwas ins Maul, das etwas beschreibt, aber ja, vielleicht ist auch durch das, dass ich so, wie soll ich sagen, alles so analytisch habe, vielleicht auch noch irgendwie gewisse Autismus drin, oder? Weil alles über den Kopf läuft und weniger über Emotionen. Zwar, ich bin zwar schon sehr emotional und dann eben vielleicht noch ADHS und dann eben vielleicht noch das andere und dann das Sprunghafte und ja, ich glaube, das würde man vielleicht mal noch ein bisschen Milderung bringen, dass ich einfach auch mal noch höre, wie es jemandem anders geht. Weil ich habe bis jetzt noch mit niemandem können reden, wo ähnliche Erfahrungen hat, so. Und eben, ich glaube, das könnte mir was bringen, weil sie selber Reflektorin ist und auch Human Designs Reading macht. Das ist noch der nächste Ding to do. Ja, anscheinend 1%, ja, aber ja. Ja, darum ich bin mich da noch ein bisschen, bin mich noch ein bisschen am Finden. Hm. Aber ich glaube, das ist gut. Es hat mir auf jeden Fall, wie soll ich sagen, ich habe schon immer irgendwie das Gefühl gehabt, ich will was in die Welt bringen. So. Irgendwie jetzt nicht so zum Anstehen und sagen, ich bin der Beste, aber einfach so irgendwie einen inneren Wunsch, irgendwas zu bewegen. Irgendwas zu bewirken, irgendwie etwas in die Welt zu bringen, wo der Welt was bringt. Oder? Und ja, und durch das, dass ich jetzt so ein bisschen weiss ich vielleicht auch mehr ein bisschen die Richtung.
bin jetzt noch nicht sicher, ob es online sein wird oder live. Hm, Ich glaube, so mit Interaktionen wäre noch cool. Darum ist eben mal die Idee gewesen mit der Reflexionsgruppe, wo es gar nicht darum geht, dass jetzt ich oder Zora oder wer auch immer dort steht und sagt, so, das machen wir jetzt, sondern einfach mal ein bisschen reflektiert, einfach mal ein bisschen miteinander redet, weil ich finde, das bringt fast am meisten, wenn irgendwie Gleichgesinnte das austauschen, was sie gerade fühlen. Und ja, und ich merke schon, ja, darum will ich auch unbedingt eigentlich mit Menschen zusammenarbeiten und spiegeln. Darum auch der Raum. Ich macht heute nicht mit. Genau, eben da bin ich mich am Finden. Aber ich getraue mich jetzt endlich einmal ein bisschen was machen, weil es hat von mir eigentlich auf keiner Social Media Plattform überhaupt noch Fotos gegeben. Am Anfang hatte ich richtig Mühe gehabt, mich zu hören. Jetzt mittlerweile geht es. Also ich muss mich jetzt nicht da ständig hören, aber ist ja auch ein Teil, den du dann hast, oder? Wenn du irgendein Video hast, das Video nochmal musst hören. Oder geschweige denn, eben, zuerst habe ich es nicht gesehen, dann hören. Aber es geht jetzt alles und es ist einfach spannend, wie schnell, beschreibe immer wieder, wie schnell dass man sich eigentlich an etwas gewöhnt. Mhm. Ja, aber was mich jetzt aktuell wirklich am meisten gepackt hat, ist eigentlich der Neville Goddard. Der hat mich am meisten fasziniert bis jetzt. Oder so, dass mit dem Wissen, dass es eigentlich gar niemand auf dieser Welt braucht, außer dich selber mit dem, was du willst. Und da kannst du dahinter stehen. Und ja, an dem bin ich dran, weil es gibt halt einfach die gesamte Kontrolle zurück, oder? Du einfach weißt, hey, schau, es ist eigentlich scheißegal, in was für einer miesen Lage dass ich bin. Ich kann mich da rausfühlen, ich kann mich da rausdenken. Neville Goddard. Neville Goddard. Der hat nichts Falsches sagen, gelebt. Und der hat eigentlich das Gesetz der Annahme hat er eigentlich hauptsächlich vertreten, dass das, was du annimmst, Realität wird. Und in dem Sinn annehmen, wenn du eins wirst mit dem. Und er sagt auch, du kannst gang am Abend, lieg am Abend ins Bett. Und das ist dann eben auch wieder die Vorstellungskraft, oder? Beim Manifestieren und Visualisieren reden alle immer von Vorstellungskraft. Und irgendwie habe ich einfach keine Bilder. Ich habe einfach die inneren Bilder nicht. Und ich versuche das auch schon die ganze Zeit irgendwie mir etwas zu visualisieren, aber an was das jetzt auch immer wieder liegt, weiß ich nicht, aber es geht nicht. Aber wenn ich so ein bisschen in der Szene rumhöre, anscheinend kann man das, innere Bilder haben, an einen Apfel denken, dann sieht man einen Apfel. Äh, Wenn man sagt, der pinke Elefant, dann kann man gar nicht anders als den sehen. Ich sehe keinen pinken Elefant. Und genau der sagt, du sollst eigentlich am allerwichtigsten ist vor dem Einschlafen oder am Morgen, weil dann ist dein Unterbewusstsein eigentlich am aufnahmefähigsten. Und du kannst dir das so ein bisschen vorstellen, du hast ein Tagbewusstsein und ein Nachtbewusstsein. Und das Tagbewusstsein ist das, was du hast, wo dein analytischer Verstand sagt, okay, das Haus kann ich mir nicht kaufen, weil ich habe das Geld nicht. Und das Nachtbewusstsein, oder der, dort kannst du dann auch mal träumen, dass du das Haus bereits einnimmst, ob du das Geld hast oder nicht. Und er sagt, du solltest eigentlich dich in Sachen hineinfühlen, als wäre es bereits erfüllt, im Gefühl vom bereits erfüllten Wunsch inne. Also dich fragen, wie fühlt es sich an, wenn du dein Ziel bereits erreicht hast? Und da ist der Neville Goddard, hat das eben gemacht, oder das so erzählt und es gibt einen anderen, der Wach auf, der tut auch sehr viel mit dem arbeiten und ich bin überzeugt, dass der das sehr gut kann und der Elmer O'Locker Jr., aber der ist jetzt gerade aktuell irgendwie nicht mehr aktiv, ich weiß gar nicht, wo der ist. Und dem sein Großvater ist ein VIP vom Neville Goddard und ja, die machen das auch, oder? Und du kannst da wirklich, er hat auch erzählt, der David heißt der Elmer O'Locker Jr., der David, er hat gesagt, er hat Geld zählen. Also es gibt so, dass du dir eigentlich am Abend ins Bett gehst, dann stellst du dir 100 Noten vor und tust einfach auf 1000 zählen. Und möglichst versuchen, deine Konzentration auf
dem halten und nicht wieder weg. Du kannst dir ein bisschen so vorstellen, wenn du schaffst, die Konzentration auf etwas zu richten, dann bist du wie eine Lupe, wo mit der Sonne eigentlich etwas anzündet. Und unsere heutige Zeit mit dem ganzen Distraction, mit Handyscrollen, mit den Leuten dort, man muss gerade wieder ans Handy, ist unsere Aufmerksamkeit gesplittet. Das heißt, wir haben viel zu viele Sachen, wir haben gar nicht Aufmerksamkeit auf etwas. Und er sagt, wenn du schaffst, deine Aufmerksamkeit auf etwas richten, dann kann man sonst auch, ich weiss nicht, wenn dich so Zeug interessiert, eben mich frustriert es eher ein bisschen, weil ich es nicht anbringe oder noch nicht anbringe. Der Master Key System, in diesem Buch geht es in 21 Tagen. Ich kann das sonst alles in Ruhe noch schicken, wenn es interessiert. Da tust du eigentlich, in 21 Wochen, du tust Wochen, da hockst du siehst an, beim ersten Mal meditierst und versuchst einfach mal deinen Körper nicht zu bewegen. Beim nächsten Mal hockst du an, versuchst deinen Geist nicht an Sachen zu denken. Dort geht es wirklich darum, dass du das trainierst, deinen Kopf, deine Gedanken auf etwas können zu fokussieren. Und wenn du es schaffst, am Abend ins Bett liegen und das Nötchen siehst, versuchst das Nötchen anzuschauen, in deinem geistigen Auge. Du versuchst das Nötchen zu schmecken, zu spüren, zu fühlen, ein gutes Gefühl dabei haben, als wärst es schon dir. Und du fährst an zählen. Du tust das hunderte Nötchen zählen bis auf 10.000 und du schaffst, nicht abschweifen. Dann sie garantieren, und ich glaube das auch, weil ich erlebe es halt jetzt nicht in so Sachen, aber in anderen Sachen, wo ich auch fest davon überzeugt bin und auch das Ganze fühle, das kommt in mein Leben. Und viele denken dann halt, das geht ja nicht, dann versuchen es gar nicht erst, oder? Und wenn sie es dann versuchen, sind es nach dem Nötli 5 schon weiss nicht wo, oder? Und, oder schon wieder irgendwie beim, was haben wir morgen für Probleme und was ist dort? Und hauptsächlich jagt ein Problem das nächste Problem in unserem Kopf. Und wenn man es schafft, das so fokussieren, dann sollte das sehr schnell ins Leben kommen. Der David hat das gemacht und er hat dann kurz darauf, ich glaube am 8. Tag, ist er in einer Bank gewesen, und jemand hat ihn gefragt, ob er nicht könne sein Geld zählen, er schafft es nicht. Und dann hat er das Geld gezählt von jemandem anders. Und dann hat er gemerkt, ja, er hat beim Zählen, das Geld zählen, also wo er es beim Schlafen zählt hat, nicht so gefühlt, als wäre es sein Geld. Und dann hat er es nochmal gemacht, also er hat er weitergemacht und irgendwann hat er, kurz darauf ab, hat er einen Job bekommen, wo genau quasi die Entlohnung war. Oder? Und ich habe mega Mühe, wenn ich meine Augen zumache, schlafe ich ein. Oder mich auf etwas zu konzentrieren, ich weiß nicht, da bin ich eher ein bisschen frustriert, dass ich es nicht so anbringe, wie ich es mir wünsche, weil ich weiß, dass es funktioniert. Und eben, das ist auch ein grosser Part, den ich weitergeben auf dem Kanal. Eben einfach aufpassen, was man denkt. Oder? Einfach eben Selbstgespräche, die ich selber erlebe, wie schnell das die real werden. Oder? Unabhängig, ob man sich jetzt visuell vorstellt oder nicht, sondern einfach von dem, was man überzeugt ist. Mhm. Ja, das ist ein gutes Buch. Genau, und gerade der Neville Goddard, der ist so ein bisschen dort, wo ich hängen geblieben bin. Weil der mich so fasziniert, weil ich einfach weiss, ich brauche niemand anders, wenn ich das beherrsche, wie er das erzählt. Weil ich das einfach fühle, dass das wahr ist. Es fühlt sich für mich einfach so stimmig an, dass das stimmt, oder? Und halt selber erleben, halt nicht auf dieser, ich sage jetzt mal, noch nicht auf dieser Tiefe, wie er das erzählt. Oder teilsort noch nicht so, wie ich es mir wünsche. Aber ja. Hm. Ja, ich weiß nicht, wie viel du auf YouTube findest, aber habe ich es gegessen? Wie heißt es? Auf Audible gibt's. Und, und zwar, das Buch finde ich sehr gut. Das habe ich schon wahrscheinlich etwa 15 Mal gelost. Das finde ich also er hat, ist auch noch so Kursvorlesungen und so, aber das Buch finde ich wirklich sehr gut. Geht 2 Stunden. Und ja, wenn man noch keinen Audible-Account hat, dann kann man erstellen und das erste Buch gratis hören.
So, aber ich habe gesehen, es ist schon, die Zeit ist gerannt. Ich mache, glaube für heute mal Feierabend. Ich danke dir, Ina, vielmals, dass du vorbeigekommen bist. Hat mich sehr gefreut. So macht das einiges mehr Spaß. Ja, wenn du es nicht hast, Audible, dann lad's dir runter. Ich glaube, du musst eine Kreditkarte angeben am Anfang oder so. Dann kannst du aber gleich wieder rauslöschen, aber du kommst das erste Buch gratis über und wenn es kündigst, fragen sie dich gerade, ob du nicht möchtest, die nächsten 3 für 50% haben. Also ist bei mir so gewesen. Hm. Aber irgendwie ist es ein bisschen komisch, das Abo, weil du darfst, glaube nur hören, wenn du ein aktives Abo hast. Also du kannst schon pausieren. Du kannst dann 3 Monate pausieren, dann läuft es wieder los, dann musst du wieder pausieren. Aber ja, sonst kann man das einfach. Aber man kann mal schauen. Vieles wird ja einfach auch heutzutage YouTube reingegeben. Hm, das finden wir sicher. Mein PC hängt. Hm, perfekt, das ganze Hörbuch da. Schau mal. Es ist sogar, ist es das? Das ganze Hörbuch. Fix der Wart. Nur mal da. Das ganze Hörbuch auf YouTube. Es ist sogar das gleiche Bild wie das Buch, das ich gut finde, weil es hat es eben sogar zweimal verschieden gesprochen. Äh, und ich glaube, das ist das. Wir müssen selber reinhören. Ist das das? Kapitel 1 Ihr grenzenloser Wert. Ja, genau. Sogar der, den ich mag. Sehr angenehmer Redner. Voll. Und das Buch habe ich, glaube ich, ja wirklich schon etwa 15 Mal gelost. Das mag ich sehr. Aber ja, in dem Fall mache ich für heute fertig. Danke vielmals und bis zu einem nächsten Mal. Ich wünsche dir noch ganz eine gute Besserung bei der Mandelentzündung. Mandelentzündung loszuwerden. Genau, da würde jetzt Neville Goddard sagen, du leist dich heute Abend ins Bett und fühlst dich in die wohlste Gesundheit ein, wie du würdest fühlen ohne Mandelentzündung. Dass sie schneller genest. Und da würde Joe Dispenza würde auch sagen, das ist eine gute Idee. Genau. Ja, also du, ich wünsche dir und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.